Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und heute geht's um transparent rote Blasterlass. Und ich hab da irgendwie gerade so einen Ohrwurm von Blasterle in Red ist Ballering with you. Keine Ahnung. Habe letzte Zeit öfters einen Ohrwurm von Lady in Red. Und das hat irgendwie gerade so passt und es hätte noch besser passt, wenn ich singen hätte können. Oder wenn meine Stimme halbwegs auf dem Niveau wäre, dass ich singen hätte können, aber das ist halt mehr so gerechts, gell. Also zum Schwätzen langt's. Und hätte der Herr Ingenieur lange Pfeile nachgekriegt, könnte man den jetzt auch laden. Das ist so Barrel Break, die habe ich auch in transparent rot. Und natürlich auch mit einem Knox. Es ist halt, ja, das ist halt so transparenter Kunststoff, ist irgendwie, glaube nicht so das Wahre, was Stabilität betrifft. Aber es sieht halt so cool aus. Also wir müssen andere Blaster zuerst. Den habe ich auch schon mal vorgestellt. Das ist mit Rotationstrommel und Spannhebel. Und ich sehe da gerade was. Guck da mal, das wird grün. Wir machen da einfach alles. Wir klauen da rotzfrech, klauen wir von dem Blaster 2 Pfeile. Ich glaube, der braucht gar nicht alle. Ich glaube, der braucht gar nicht alle. Okay, wir den machen, gucke. So. Und wenn man da ganz gemütlich abzieht, dann können wir beide Pfeile auf einmal feuern. Nee, normalerweise sollte es ein nach dem anderen feuern können. Also bei meiner gelbe Barrel Break ging das. Vielleicht ist die ein bisschen. Das ist dann aber auch so den Punkt zu erwischen. Prinzipiell müsste es gehen. Wir haben noch einen. Was war das jetzt? Das ist auch so. Okay. Es ist jetzt gut, dass das während Laufen Kamera passiert. Jetzt ist er rausgekommen. Das ist witzig halt. Die ganze Technik, weil es den Pfeil dahinter einladen muss. Ja, das könnte man alles. Wird man auf diesen Air Restrictor verzichten, könnte man das alles einfach machen. Ja. Jetzt. So. Ja, Schießbeute auf einmal meistens. Aber ich habe gesehen, prinzipiell Gott. Nur bei der halt nicht so richtig. Also bei meiner gelbe, Gott ist besser. So. Kommen wir zum Blasterle mit Spannhebel. Ist transparent dunkelrot. Und zum Schluss haben wir 2 von Worker. Das ist Spannhebel und Rotationstrommel. Das ist eigentlich Vorderlader müsste es eigentlich sein. Und dann hat man da Steinschloss. Dann kommt da die Zündpfanne, glaube ich, und da kommt dann das Zündding ist rein und zündet dann die Hauptladung. Also das macht überhaupt keinen Sinn, sowas als Revolver zu haben. Ist aber witzig. Und er ist transparent. Also, der hat irgendwie mehr Bums. Oh, das war der Lehrer. Das ist eigentlich cool, dass es automatisch zurückschnappt. Was seht ihr? Oh Gott, das jetzt da noch. Oft.
Auf durchsichtig wird er halt. So ist dann. Das ist halt auch irgendwie. Auch so ein R-Restriktor. Keine Ahnung, wie das dann erkennt, das kein Feld nicht. Oder hat das dann irgendwelche so Finger, die dann in die Trommel. Ja, keine Ahnung, warum es das braucht. Das dürfte mir gerne in die Kommentare beantworten, ich weiß es nicht. Das kann man seitlich den Pfeil einladen. Ah, das dreht beim Laden. Na, ist aufgeräumt. So, das waren die zwei mit lange Pfeile. Ah, ne, warte mal. Ah, der Herr Ingenieur hat nichts gedacht, das ist auch einer mit lange Pfeile. Ja. Zu viel Lady Red im Kopf. Zu viel Lady in Red im Kopf. Der ist noch original verpackt. Aber den haben wir schon mal auf dem Kanal auch gehabt, also der ist nicht neu. Und ja, das ist ein paar Tage her, dass wir den auf dem Kanal hatten. So, packen wir auf Seite. Wir haben dritte mit lange Pfeile. Ein vierter mit lange Pfeile. Das ist, also heute haben wir eigentlich keine Ahnung. Wie Gott, das so. Ach, ja. Man könnte gerade meinen, ich habe den das erste Mal in der Hand. So, das ist, heute haben wir Kuriosität auf dem Tisch. Also, das ist auch ganz wild zum Laden. Das muss man dann. Ah, dahinter drehe. Oh Gott, das dann, wenn es da so dreht, dann bist du da. Das ist eigentlich auch Blasterle mit Revolver. Aber ganz wild. Revolver-Magazin. Auf jeden Fall müssen wir da das irgendwie rauskriegen. Können wir da Lipos rein da. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr gehabt, was da rein gehört. Aber wir können da auf jeden Fall ein Lipo und einen Dummy reinpacken. Das geht auf jeden Fall. Ich habe da meine Lipo-Box. Nicht ganz passender Farbe. So. Die bräuchte ich auch einen roten und nicht blau. So. Ah. Jetzt. Das heißt, es muss an sein, es muss ein Magazin drin sein. Gut, wobei. Ja, wenn man es drauf anlegt, kann man reingreifen. Aber der Finger ist dick. Gottes auch mit halbe Pfeile. Und davon habe ich noch ein paar da liegen. Nee, das war ein Nein. Da müsste man dann ein spezielles Magazin dafür machen.
Also prinzipiell wird das mit halben Pfeile gegangen. Das kann auch falsch rum durch. Das ist einfach. Ja, es seht mit dem Blasterspiel nicht so oft. Wobei der Trigger schon der Hammer ist. Das Set. Und dann. Gott, sind die Pfeile. Ja. Ich jetzt sagen. Wir ersetzen den Dummy noch. Gucken mal. Ob man aus dem Ding mehr Bums rausholen können. Jetzt, alle. So, jetzt verstehe ich die Technik auch. Pfeile dankenswerterweise zurückkommen. Der will wohl mit mehr Bums abgeschossen worden. Yep. So macht das Blaster Sinn. Ja, witziges Blaster. War, glaube ich, der erste komplette Blaster von Worker. Ja. Packen wir die Box auf die Seite. Damals 2 mit Trommel. Wobei, Trommel, Schwungrädler, alles dabei. Dann haben wir noch ein Original verpackt und zum Schluss machen wir noch das 1-Jahres-Special. Das gucken wir uns auch noch an. Also für alle, die schon länger dabei sind, mich gibt es jetzt also auf YouTube seit knappe 3 oder seit ein bisschen mehr als 2 Jahre. Jetzt geht es ins 3. Jahr so rum. Ja. Zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem ich das Video veröffentliche. So, den habe ich mir da gekauft. Da habe ich gedacht, ich hätte gerne eine original verpackte davon, weil ich den einfach cool finde. Und die Strongarm ist halt auch einfach ein schöner Blaster. Das und ich mag die Maverick, aber die gab es in Rot nicht. Die gibt es dafür in alle andere Farben. Das haben wir auf dem Kanal auch schon mal besprochen. Aber die Strongarm ist auch ein schöner Blaster. Und wir können, wenn man jetzt einen Pfeil da hättet. Oh ne, oder das, wie sehen die Trommel rotiert, wie sehen das. Das klingt schon echt schön. Also mein Kompliment an die Soundingenieure. Das ist, daher weiß ich auch von, das ist ein Blaster mit Spannschlitten und Rotationstrommel. Zumindest stand es bei der Maverick so drauf. Slamfire, eine taktische Schiene, Rotationstrommel. Aber Spannschlitten steht hier nicht drauf, oder? Naja, ich sehe es jetzt nicht. Ein Slamfire-Schlitten. Hört. Und eine Rotationstrommel. So. Es musste einfach in die Sammlung dazu. Kann es nicht ganz verheimlichen. Ich habe eine leichte Sammelleidenschaft. Bisschen. Klein wenig. Also, ja. Und die rote Prophecy. Und das ist wirklich, also abgesehen von der Schraube, ist das ein roter Blaster. Ich zeige es gleich das Innen. Schraube und Federle. Ach, und Dichtring ist ja nicht rot. Hopp. Magazin ist komplett 3D druckt. Und der Schieber ist, den habe ich nicht selber entworfen. Dafür aber der Rest. Dann seht ihr das Innenleben. Rotmetallige Teile. Das ist einfach schier. Das da nicht auch noch 3D druckt, weil das gab es so auch nicht in Rot. Das wäre dann halt orange gewesen. Das geht ja nicht. Gut, den Worker-Schriftzug hätte ich gerne irgendwie weg. Der Schweiß, das passt nicht. Ah ja gut, und hier und da guckt das Metall schon ein bisschen raus. Weil das ist jetzt kein Blaster, den ich nur angucke. Das ist irgendwie... zum mal ein bisschen rumspielen machen mir Blaster mit Pferden irgendwie mehr Spaß. Weil
Bei der anderen nehme ich halt immer die Batterie raus und dann, bis man dann sich die Batterie gesucht hat und dann Batterie eingelegt hat und dann sind die 5 Minuten Zeit, wo man ein bisschen auf die Zielscheibe schießen könnte, auch schon vorbei. Deswegen, wenn ich mal, entweder ich habe einen Blaster mit Schwungrädel irgendwo mit Batterie rumliegen und spiele eine Zeit lang einfach nur mit dem. Also einfach ein bisschen Zielschießen. Einfach ein bisschen, ein bisschen Stressabbau, keine Ahnung. Warum ich das mache. Es macht halt Spaß. Es macht Spaß, mit dem Zeug zu spielen, dass man irgendwie, wenn man selber dran rumbastelt hat. Und zu wissen, dass es noch funktioniert. So. Das ist so die Hauptmotivation eigentlich, das Ganze zu machen. Was rumzubasteln und sich daran zu freuen, dass etwas funktioniert, das man selber kreiert hat. Jetzt sollte man mal rote Pfeile für den Blaster bereitlegen. Und der Lauf ist auch rot, obwohl man es eigentlich nicht sieht. Gut, warte mal, das müsste durchsichtig sein sogar. Egal, laden wir rein. Das hat ein bisschen Bums. Bin mir nicht sicher, ob ein Prophecy-Vergleich noch aussteht oder ob ich den schon gemacht habe. Wobei, ich habe dieses Jahr schon gemacht, aber irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass ich den noch ein 2 Jahre-Special machen sollte. Das ist ganz praktisch, wenn man die Klappe oben auf hat. Manchmal kann sie aus Designgründen auch zumachen, aber so sieht man dann, dass noch Pfeile da ist. Ah, 2 Stück haben wir noch. So, das war's. Ha. Nicht so viel wie bei der transparente. Bei der blaue habe ich glaube ähnlich viele gehabt. Bei der grüne hatte ich auch Bahn. Ich mag durchsichtige Blaster aller Art und deswegen bin ich so großer Fan von der Prophecy. Die hätte ich gerne noch irgendwann mal lila. Aber das könnte man vielleicht auch selber machen. Müsst mal gucken. Ob ich nicht noch. Müsst man glaube vor irgendeinem Special mal noch transparente Prophecy sichern. Ansonsten bauen wir eine Rieke in transparent um. Das kriegt man auch hin und malen die dann lila innen an. Da muss ich sowieso noch gucken. Das machen wir. Ich glaube, das wenn ich unendlich lang den Kanal betreibe, dann machen wir das alles. So stimmt's. So können wir stehen lassen. Ja, das ist doch ein schönes Bild. Der die sage. Guck mal noch, dass man ein bisschen alles ins Bild ruckert, dass ihr noch ein schönes Bild zum Schluss habt. Ja, so. Haufe rot. Haufe feuriges Zeugs. Immer das. Ja, Sodele. Sodele. Das taugt doch. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern. Euer Blaster-Ingenieur.